Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Live, wo wir ein bisschen darüber reden, wie das ist, Schweizer zu werden oder Schweizer zu sein oder ja, so ein bisschen zu dem Thema. Wir haben nämlich heute am Abend einen VIP-Schweizerdeutsch-Kurs und da ist die Geschichte von dem jungen Mann, der sich einbürgern lässt. Leck, Jimmy, du bist schon Schweizer Bürger. Plötzlich ist es soweit. Plötzlich kommt man die richtigen Papiere über. Man kann sich einen Pass machen oder eine ID-Karte und dann kann man abstimmen. Ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, wenn man Schweizer wird, wenn man Schweizer ist, dass man die Möglichkeit hat, aber auch die Pflicht hat, sich zu interessieren für das, was politisch passiert und abzustimmen. Man kann abstimmen über verschiedene Referenden, man kann abstimmen über Initiativen und natürlich Leute wählen. Hallo, yo Piano. Bist du ein Pianist? Kannst du schon abstimmen in der Schweiz? Kannst du schon entscheiden? Zum Beispiel in Freiburg hat es diese Abstimmung am Wochenende jetzt und mir ist gefragt worden, ob wir einen Kredit geben für das Naturhistorische Museum. Das Naturhistorische Museum will zügeln und es braucht viel Geld, es braucht eine grosse Investition. Und dann können eben die Bürger zum Teil da mitreden, ob sie wollen, so einen Kredit geben oder ob sie nicht wollen, so einen Kredit geben. Ich habe jetzt gar noch nicht geschaut, ob das durchgekommen ist und was die Abstimmungsresultate waren von diesem Wochenende. Ich bin gar noch nicht dazu gekommen. Also vielleicht könnt ihr mir sagen, wie die Abstimmungsresultate waren. Wir haben ja über verschiedene Sachen abgestimmt. Gut, also, heute am Abend ist ein VIP-Kurs und da gehen wir durch den ganzen Prozess mit dem Mann, der möchte können mitreden in der Schweizer Politik und möchte können abstimmen, so wie die Schweizer auch, weil ja, als Ausländer, wenn du in der Schweiz dein zweite Zuhause gefunden hast, wenn du möchtest da leben und deine Zukunft da siehst, dann ist es vielleicht auch gut, wenn du kannst mitreden und wenn du kannst sagen, was du denkst oder deine Meinung kundtun, wenn deine Meinung auch dazu gezählt wird. Vielleicht gehört sie zu einer Minderheit, vielleicht gehört sie zu einer Mehrheit, wenn du Glück hast. In der Schweiz gibt es ja den Röstigraben und das ist manchmal so ein bisschen das Problem zwischen der Welschen Schweiz und der Deutschschweiz, weil die Welschen zahlenmässig eine Minderheit sind, ein bisschen weniger Leute sind als wir Deutschschweizer, haben sie nachher das Gefühl, dass sie immer überstimmt werden. Und das ist vielleicht für sie ein bisschen frustrierend und darum sagt man, das ist ein bisschen der Röstigraben. Vielleicht ist es auch man spürt den Röstigraben, dass der eine Teil von der Schweiz andere politische Entscheidungen wird treffen als der andere, aber immer die in Mehrzahl sind, die gewinnen. Und das ist vielleicht nicht immer einfach, aber wir versuchen, gute Kompromisse zu finden. Wenn jemand eine Initiative ergreift und sagt, ich möchte das und das, dann nachher kann man auch sagen, ja, nein, das ist ein bisschen extrem, aber ich verstehe, was du meinst. Und der Bundesrat kann dann einen Gegenvorschlag ausarbeiten, der nicht so extrem ist und kompromissfähiger, also wo mehr Leute können sich damit einverstanden erklären. Und die Gegenvorschläge sind manchmal auch gut, auch wenn die Initiative nicht immer angenommen wird, dann kann so eine Initiative viel bewegen und Bundesrat dazu bewegen, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, wo dann das Volk kann sagen, mal,
das ist gut, dahinter können wir stehen. Also, auf jeden Fall, ich habe schon lange geredet. Ich lade dich ganz herzlich ein. Gang, schauen, da unten hast du den Link und du kannst schauen, wo wir sind, was wir machen. Wir haben ganz viele andere Texte, andere Geschichten, die uns helfen, Schweizerdeutsch zu lernen, in Konversation, in Dialogsform und dann nachher auch im Gespräch miteinander, wenn wir nach dem Livestream ein Treffen haben online und miteinander verschiedene Fragen besprechen, einander kennenlernen und Schweizerdeutsch üben. Also geh auf unsere Homepage, tu das mal testen, 30 Tage lang. Vielleicht kannst du jetzt am Abend dabei sein, im Livestream am 8. und das mal ganz live anschauen, wie das ist. Ich würde mich auf dich freuen. Mach's gut. Tschüss.